Grüß euch Gott, ihr Kürbisköpf. Weil mich schon ewig viele Leute gefragt haben, hey, was ist eigentlich ein Gasmaß? Habe ich ein sogenanntes kleines Tutorial erstellt. Das nennen wir mal sinngemäß How to Build. Na, halt. How to Surf. Na, auch nicht. How to Schenk. Das hört sich auch kacke an. Dann einfach How to Make a Gasmaß. Als erstes kommt natürlich die fachgerechte Zubereitung dieses Getränks. Als allererstes nimmt man einen sauber ausgewaschenen Maßkrug. Logischerweise 1 Liter Füllmenge. Alles was drunter ist, könnt ihr aus dem Fenster schmeißen. Dann nimmt man eine halbe oder halt für die Preisen unter uns 0,5 Liter dunkles Bier. Das lasst man geschmeidig am Rand des Glases hineinlaufen. Und nicht reinpulvern wie so ein Hans Wurst. Weil sonst ist die ganze Masse voller Schaum und es schaut dann ungefähr so aus wie meine Kloschüssel am Sonntag in der Früh, weißt du? Aber anderes Thema. Zu dem Bier kommt ein halber Liter Cola. Cola Light, Cola was weiß ich. Natürlich auch da aufpassen, damit es nicht schäumt. Weil, denkt dran, Kloschüssel. Zum Schluss, quasi als grande Finale, kommt ein Kirschlikör mit rein. Das ist dann euch überlassen, wie viel ihr von dem Scheißdreck reinhaut. Die einen Mengen mehr, die anderen weniger. Und dann, wenn das alles so ausschaut wie die Brunskachel von so einer richtig geilen... Hoppala. Na, wollen wir nicht abschweifen. Also wenn es halt so ausschaut, dann habt ihr es genau richtig gemacht. Dann kommen wir noch zu den verschiedenen Verzehrmöglichkeiten von der Gasmaß. Jeder kennt das nach dem Sport zum Beispiel, wenn du so ein richtig trockenes Maul hast. Wir sagen halt dazu, wenn die hat eine Katze ins Main eingeschissen, dann geht man nachher ins Wirtshaus und bestellt sich eine isotonische Gasmaß. Das nennt man dann, so wie es ist, Single-Gasen. Das ist schon mal eine geschmeidige Sache, hätte ich gesagt. Aber kommen wir nur zum Interessanten, wenn man das Gas rumgehen lässt. Funktioniert folgendermaßen. Wenn man mit seinen Spätzl zum Beispiel in einer gemütlichen Runde hockt, bestellt irgendein Trottel irgendwann ein Gasmaß. Der sauft's an und gibt's weiter zum nächsten. Der trinkt weiter und es geht kontinuierlich, bis das Ding halt leer ist. Der Vorletzte, der wo von dieser Maß getrunken hat, der muss zahlen und gleich die nächste bestellen. Und dann geht's bei dem wieder von vorne los. Wichtig dabei zu beachten ist, dass der Erste, wo es antrinkt, einen sogenannten Henkeltest besteht. Funktioniert so, nachdem er getrunken hat, kippt man quasi die Maß so weit, nach links oder rechts, scheißegal, bis der Henkel die Tischplatten berührt. Und sollte da noch eine Flüssigkeit austreten, dann ist der Henkeltest nicht bestanden. Wenn alles drin bleibt, habt ihr alles richtig gemacht. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, hey, vollgeredet. Hast du nicht das Wichtigste quasi vergessen? Es gibt nämlich so Kreaturen, nennen wir es jetzt einmal. Dazu zähle ich mich ab und zu auch. Die wirklich in die Gasmaß, ja, 5 bis 8 rohe Eier reinschlagen. Da muss man jetzt nicht direkt genauer drauf eingehen, aber ein Tipp von mir, beißt nicht auf den Dotter, weil sonst speibt sich das komplette Ding wieder voll. Gut, das war's im Groben und Ganzen eigentlich. Ich hoffe, jetzt wisst alle, was ein Gasmaß ist, warum ich den ganzen Dreck eigentlich mache. Und ja, nicht vergessen, mit Gasmaßen not wahr. Logisch, bringt es eure Spätzl bei, eure Verwandten in was weiß ich wo, damit wir die Gasmaß ganz weit bringen. Dann verabschiede ich mich mal auf die Schnelle und ja, nicht vergessen, bleibt's griebig.